Was hast du gesagt, Gretel? Du sollst nicht so laut schnarchen, habe ich gesagt. Wie spät ist es denn schon? Ach, Klaas, du verpasst schon nichts. Nee, leider nicht mehr. Ist der Besuch von denen schon da? Ich habe nichts gesehen. Was geht dich das auch an? Nix. Und dich auch nicht. Sollen Sie doch selber sehen, wie Sie zurechtkommen. Wir beiden wollen da nichts mit zu tun haben, Gretel. Na, haben wir ja auch gar nicht. Und Hein wird sich das schon ganz genau durchgerechnet haben, ob da was bei über ist. Ja, er konnte in der Schule schon nicht rechnen. Ja. Oh. Dann ist Anna ja auch noch da. Und als die hier damals als Schwiegertochter auf den Hof kam, da hattest du dich ja verrechnet. Bis jetzt haben wir unser Geld ja auch immer noch pünktlich gekriegt. Ne? Bis jetzt, sagst du? Du kriegst du selber wohl auch schon Angst, dass er seinen Eltern nicht das bezahlen kann, was ihnen zusteht. Das weiß ich doch schon längst. Der macht bald pleite. Nee, das tut er nicht. Aber du sitzt hier und schnackst klug von Sachen, die du schon lange nicht mehr im Kopf begreifst. Ja, das ist Mann dein Leiden, Klaas. Du bist der Zeit hinterher und nicht unser Hein. So, das will ich dir sagen, Gretel. Wenn ich mal hinter der Zeit her bin, dann kriege ich sie auch zu fassen. Und lauf hier noch weit vorbei. Jawohl, du Kiekmann. Er muss aber bei Kleinem auf Trab kommen. Trab? Ha, in Galopp, hopp hier. Oh. Mein Ischias. Ja, nur man sagte. Mit deinem wilden Rumgaloppieren. Ja, wir beide sind nicht mehr die Jüngsten. Aber auch lange nicht die Dümmsten, Gretel. Ja, dann ist unser Hein ja wohl außer Art geschlagen. Wenn du ihn für so dumm hältst, dass er bei seinen Feriengästen zubuttert. Tut er, was ich dir sag. Man, gut, dass ich damals die Tür dazu gemauert habe, als wir uns wegen dem alten Teil da erzürnt hatten. Als wir beiden noch das Sagen hatten, haben da noch Tauben auf dem Dach gesessen. Die sitzen da ja nur auch noch drauf. Ja, aber nicht mehr lange. Was ich dir sag, dann sitzt da der Pleitegeier auf. Schnack, was du willst. Bei dir kommt ja doch kein Mensch gegen an. Nee, du, der muss erst geboren werden. Da lauert man drauf. Ja, darum sitze ich ja nur hier und warte, ne? Noch 20 Jahre. Warum das denn? Naja, dann ist der Lütte, der nur erst geboren werden soll, gerade so alt, dass er dir mal die Leviten lesen kann. So, ich sorge für Abendbrot. Nix zu hören. Da haben wir das schon. Was? Das letzte Mal hat Hein mir das Geld erst am 3. überwiesen und davor am 2. Und hier, 1., 1., 1. Soll ich dir mal was sagen? Der ist klamm. Der macht bald Pleite. Und darum kann er nicht rechtzeitig bezahlen. Sollst mal sehen, der bringt uns noch alle zusammen ins Armenhaus. Wir haben heute schon den 5. Ah, wir sind ja noch nicht am Verhungern, ne? Da. Damit dein Mund mal was anderes zu tun kriegt, als andere Leute durchzukauen. Den 5. haben wir, habe ich gesagt. Nächsten Monat kriegen wir das Geld am 10., dann am 20., dann am 30. und dann überhaupt nicht mehr, was ich dir sag. Bei mir hat unser Sohn Kredit, bei seinem Vater nicht. Kredit ist Schied, sagt der Bauer. Aber wenn Hein aus dem Hof ein Hotel machen will, hier nicht. Hier bleibt das so, wie das ist. Ja, leider. Wir hätten uns auch schon lange mal ein bisschen auf modern einrichten können. Ja. Wir Frauensleute, ne? Immer aus dem Vollen. Immer was Neues. Hein hat sich von Anna was vorschnacken lassen. Von mir hat er das nicht, mit einem fremden Volk im Haus. Ha, der hat für den Umbau bestimmt Geld aufnehmen müssen. Was er jetzt investiert hat... Hör auf, halt an, investiert. Wenn ich das schon höre, dann kriegt er keine Krisen. Weißt du, was das heißt? Investition? Schulden heißt das. Und weißt, was das bedeutet? Unruhigen Schlaf. Da kannst du ja nicht überklagen. Du schläfst ja auch noch tagsüber. Sitz, mach die Augen zu und grübel. Und schnackst.
Und denk darüber nach. Und träumst von früher. Und mach mir Sorgen. Und ärgerst dich, dass du nichts mehr verdienst. Ja, das ist man dein Leiden, Klaas. Auch mit deinem Ischias. Mensch, mach doch mal deine Augen auf. Guck dich um, wie es heute zugeht in der Welt. Die Zeit, was machst du mit ihr? Du verstehst sie. Jawohl, eine richtige olle Schlafmütze bist du geworden, seit wir auf dem alten Teil sitzen. Dein Dübel auch, du machst mir das aber sagen. Ah. So, ich hab also die Zeit verschlafen, meinst du? Ja. Ich bin also nichts anderes als eine Schlafmütze? Bist du? So. Und ich strick dir da sogar noch einen Bommel an. So, da kannst du dir mit Rups spielen. Greten, du wirst dich noch mal wundern über mich. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja, wenn ich nur bloß wüsste, wo sie sich überwundern soll. Na, Vater. Ja. Wundert sich wohl, dass ich komme, ne? Oh, ich war gerade auf 100 eingestellt. Habe ich mitgerechnet. Aber deine Mutter, die wird sich wundern. Kannst uns nicht bezahlen, nein? Hier ist das Geld für diesen Monat. Wir sitzen auch schon bei Trockenbrot, kannst ja sehen. Bauer, der nicht klagt, ist kein Bauer. Hattest du schon Angst um dein Geld, wa? Ja, hätte ich gewartet. Dann hätte ich eine Hypothek auf dem Hof eintragen lassen. Das heißt, wenn noch welche raufgehen auf dein Dach. Ich halte mehr von Dachpfannen als von Hypotheken. Und ich mehr von Vieh im Stall als Fresser am Tisch. Anna und ich, wir haben uns das durchgerechnet. Wir kommen dabei zurecht. 4 Gäste das Jahr über bringt uns so viel ein, wie das Geld für die Milch von 4 Kühen. Und der Mist? Ja, noch streuen wir Kunstdünger. Ach, Vater, was ich noch sagen wollte, wenn die Gäste nun kommen, dann brauchen die ja nicht gerade zu merken, dass wir in Krach und Streit miteinander leben, ne? Das liegt ja nicht an mir. Du hast die Tür auf dieser Seite zugemauert, nicht ich. Wenn dir der Weg ums Haus zu weit ist für deine jungen Beine, dann bezahl das Geld mal wieder auf der Kasse ein. Aber pünktlich, dass ich nicht erst nachfragen muss. Bleib du mal hinterm Ofen sitzen, das ist so gut, bis das mit dir soweit ist. Du fang du auch noch an zu stickeln, denn habt ihr mich so weit, dass ich... Naja, ihr werdet euch noch mal wundern. Ah, was? Na, willst du mit Essen heim? Trockenbrot, Mutter. Wie kommst du da denn auf? Ja, Vater, Ach, sag was? Seh du mal zu, dass du selbst eines Tages nicht bei Trockenbrot sitzt. Ja, das letzte Geld hast diesen Monat wohl noch zusammenkratzen können, nicht? Aber das geschlachtete Schwein, die Milch, die Kartoffeln, Christu, Vater, Christu. die Vore Mist für unseren Lüttengarten. Christu auch, Vater. Bist du zufrieden, Klaas? Abwarten, sag ich. Hier, kannst mir noch mal eben die Quittung unterschreiben. Ach, Greten, krieg mir doch mal die Brille her, ja? Danke. Da, 5., sag ich ja. Am 1. ist das Geld schon fällig gewesen. War schon zweimal auf der Kasse und hab nachgefragt. Deine Sorgen möchte ich haben, du. Naja, wenn einer den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, ne? Ja, sag ihm das mal ordentlich heim. Das ist manchmal nicht mehr auszuhalten mit dem Kerl. Ihr werdet euch noch mal wundern. Das hast du auch gesagt, wie ich den Hof übernommen habe, Vater. Aber das wird so bei kleinen Zeit, wenn du auf deine alten Tage noch anderswo noch was beschicken willst, als hier immer bloß rumzunörgeln und klug zu reden. Tu mal was, dann kommst du auf andere Gedanken. Tschüss. Tschüss, Mutter. Das ist weg. Bodenappetit? Er ist mir vergangen. Ich kau nur erst mal darauf rum, was ihr mir aufgetischt habt. Und was du nicht verdauen kannst, Klaas. Hein hat ganz recht. Dir fehlt ein Stück handfeste Arbeit. Dir fehlt ein...
Besuch? Ja, der hat mir gerade noch gefehlt. Du, wenn das Kundschaft für dich ist, dann geh ich so lange ins Dorf. Du, sag mal, der Besuch will doch wohl nicht mitessen. Deck den Tisch ab. Deck den Tisch ab, wir müssen sparen. Herein! Hallo, Mutter Voss. Binke! Na, wie geht's? Ach, danke, gut. Mutter Voss, wie ist es? Schmeckt die Pfeife immer noch? Nee, der Tabak. Ja, das weiß ich doch noch. Hier ein halbes von Zwappenkrusen und Saalhusen. Lohnt im Susen. Hip-Hop und in der blaue Luft. Und für Sie, Mutter Voss, auch ein halbes von. Aber für die schönste aller Frauen. Bitteschön. Der die Gesundheit, was? Wenn ich Sie nicht gehabt hätte, Mutter Voss. Vielen Dank auch, Herr Binke. Ja, meine ich auch so. Sie verwöhnen uns ja mal wieder. Ach, das machen wir ja gerne, Herr Voss, aber wir wollen uns nicht lange aufhalten. Time is money. Hier, das hier, das ist meine Frau Nanni. Versteht nichts von der Landwirtschaft, aber sonst geht ihr das gut, ne? Schönen guten Abend. Wird ja Zeit, dass ich auch mal ein Wort sagen kann, nicht? Aber mein Mann und mein Sohn, wenn die erst mal dran sind, oh je, da kriegt man als Frau überhaupt kein Bein an die Erde. Oh, Sie schweben aber noch gar nicht. Stehen doch fest mit beiden Beinen auf der Erde. Oh, Tag, Frau Binke. Ja, und wo war ich noch stehen geblieben? Ja, da, wo Sie nur auch stehen. Ach, haben Sie wieder was? Ich meine, mit meiner Frau und so. Dann gehe ich so lange in den Krug. Mal sehen, ob ich noch so viel Geld habe, ne? Groschen, 15 Pfennig. Nee, mir fehlt nichts. Ich bin gesund und will's auch bleiben. Ja, nun steckt dein Geldmann wieder weg, klar. Und lass sich die Herrschaft mal erst mal hinsetzen. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Voss, vielen Dank. Schön haben Sie es hier, Frau Voss. So stilvoll und ländlich antik, wie ich mir das immer vorgestellt und gewünscht habe. Tja, und darum hat meine Frau und ich uns für 4 Wochen bei ihrem Sohn einquartiert. Wir gucken gleich mal bei den alten Voss rein, habe ich zu meinem Mann gesagt. Da geht sicher noch so richtig idyllisch zu. Ja, hier ist das ruhig. Hier passiert nichts in Tadendorf. Ach, denn sind Sie das, die bei... Was, Sie haben nicht mal gewusst, dass wir hier nur Sommergäste sind? Der verschläft doch alles, Herr Binke. Das hat auch was Gutes, Frau Voss. Wer schläft, Der sündigt nicht. Na, das wäre ja auch wohl noch schöner, wenn er da auf seine alten Tage noch mit anfangen würde. Nee. Hier bei uns geht das alles seinen ruhigen, bedächtigen Gang. Ja, ein bisschen anders ist es hier nur noch geworden. War da nicht mal eine Tür damals? Ja, die haben wir zumauern lassen. Wie nicht? Hey! Warum das denn? Ja, der Wind von der neuen Zeit, der heulte da von drüben ein bisschen zu doll da durch. Ja, ich wollte, dass meine Frau sich da keine kalten Füße da holt, ne? Aha. Nanni, notier mal. Ein paar Filzschuhe. Tschüss. Kamel? Kamelhaarhausschuhe. Größe, ne? Größe 46. Was? Nee, ich hab 46. Meine Frau hat 41. Bitte, Frau Binke, setzen Sie sich doch auf. Ja. Ja, schreibt sich besser im Sitzen, nicht? Also, Kamelhaarhausschuhe, Größe 46. Ja, ich. Meine Frau hat 41. Oh, klar. Dankbarkeit, Frau Voss. Geld wollten Sie da ja nicht für haben. Die Wunder der Natur noch nie kaum verweilt. Schon geheilt. Ach, Frau Voss, ich bin ja so glücklich, dass Sie meinem Mann damals geholfen haben. Es war ja wirklich ein Wunder. Wie machen Sie das bloß und womit? Einfach nur so, ohne irgendwas? Naja, wenn's man was geholfen hat, nicht, dann wollen wir da mal nicht mehr überschnacken, nicht? 4 Wochen wollen Sie hier bleiben. Ja. Was wollen Sie hier denn so lange machen? Ach, nix. Das ist schon nicht viel, nicht? Du tust ja auch nicht mehr. So stickelt Sie egal weg mit mir rum, Herr Binke. Ja, Sie bringt mich so langsam auf 18. Nee, 90 soll's ja noch ganz gern werden, ne? Ich biete 100. Er bringt mich so langsam zum Überkochen. Jawohl, das wird mir hier inzwischen zu eng. Ja, warum das denn? Wo Sie sich ja sozusagen selber eingemauert haben. Oh, das war auch nötig. Ach, wissen die drüben schon, dass Sie hier sind? Nee, das haben wir Zeit. Aber was ich sagen wollte, unser Sohn, der kommt Sonntag und bringt uns noch ein paar Sachen. Ah. Es stimmt doch, Nanni, Kali kommt doch Sonntag, nicht? Ja, Frau Voss, der Karl kommt uns besuchen und auch Sie. Er braucht Ihre Hilfe.
Rose, wie sein Vater. Nee, Flechten bei den Handgelenken, das geht nicht weg. Dr. Cornels hat gesagt. Na, nee. Naja, wenn es helfen soll, dann wollen wir lieber nicht drüber sprechen, oder was? So ist das, Herr Binke. Rose, Flechten. Sagen Sie mal, wollen Sie hier einen botanischen Garten aufmachen? Beten Sie von Eklöf, Herr Voss. Ja. Sie sind ein Ulsberger. Also du immer mit deinem Platt, ich verstehe kein Wort. Das lernen Sie denn wohl auch noch, Frau Binke. Ja, du Prost, ne? Ich tröst mich mit meinem Kalli, der ist ein Stadtmensch. Ja, an dem habe ich als Kaufmann mal einen guten Nachfolger, Herr Voss. Wenn Sie dem die Hand hinhalten, hält er Ihnen gleich einen Kaufvertrag zum Unterschreiben. Da sind die Hände für da, sagt er, guten Tag, sagen Briefis eins, sagt er. Passen Sie bloß auf. Na, ich werde mich ja wohl zu wehren wissen, nicht? Ja, und dann hat meine Frau ja auch was mit Ihnen zu tun. Ja, Und sehen Sie sich mal vor, Frau Voss. Sie machen ihn gesund und hinterher hat er Ihnen seine Flechten als isländisches Moos angedreht. Er treibt mir das ein bisschen zu doll, der Bengel. Sprichst du von Karl? Ja, der Junge, der arbeitet mir zu viel. Wie gut täten ihm mal 14 Tage Landluft, damit er endlich mal auf andere Gedanken kommt. Meinst du nicht auch, Hermann? Naja, dann würde die Luft hier sicherlich bald knapp werden. Kali hätte sie bestimmt bald in Dosen verkauft. Du halten Sie mal die Luft an, Herr Binke. Wo mein Karl hinkommt, ist nichts mehr zu holen, Herr Voss. Der kauft Ihnen das Hemd von Leib ab, wenn Sie sich nicht vorsehen. Na, ich bin ja wohl noch manns genug, mich gegen so einen Lütten Klutsch hier zur Wehr zu setzen, nicht? Guten Abend. Ach, guten Abend. Hallo, Oma. Na, da bist du ja. Du Freimuff. Na, Opa. Na, mein Lütten, tja, nu guckst du was. Ja, bestell deinem Vater mal einen schönen Gruß. Wir haben auch 2 Gäste bei uns aufgenommen. Was ihr könnt, können wir schon lange. So, sind die Herrschaften auch aus Hamburg? Sind wir? Heißen sie auch zufällig Benke? Heißen wir? Na, Opa, kannst du mal die Karte zeigen, mit der die Herrschaften sich bei euch angemeldet haben? Ach, Greten, krieg sie doch mal her. Nee, die holt jemand selber. Was ist los, Hermann? Ja, Fräulein Doris ist gerade dabei, die Eigentumsverhältnisse an uns zu klären. Die sind völlig klar. Frau Benke, Freund Doris. Herr Benke, Fräulein Doris. herzlich willkommen. Vielen Dank. Opa, brauchst nicht zu suchen, unsere Karte habe ich hier. Da, kommen Freitagabend. Ne? Das Abendbrot steht schon auf dem Tisch, Frau Benke. Wo ist Ihr Gepäck? Ja, noch draußen im Wagen. Ach, hier, Doris, nimm dir mal noch eben einen Bomber mit. Habe ich von Herrn Binke geschenkt gekriegt. Danke. Bitte? Du Ole Üz, Opa. Oh, mein Sohn. Ich muss wieder rüber, sonst regt Vater sich auf, dass ich mir festgesammelt habe. Tschüss. Ja, wir sind Fräulein Doris. Wir kommen gleich, Fräulein Doris. Ist aber ein nettes und patentes Mädchen, nicht, Hermann? Ja, sie hat ja auch so einen netten und patenten Großvater, nicht? Aber leider ein Ekel von Kerl zum Vater. Ja, hat der die Tür zumauern lassen? Herr Binke hat dich was gefragt, Klaas. Wegen der Tür, Herr Voss. Musste das sein? Ja, meinem Sohn zu gefallen. Hein wollte das doch gar nicht. Er wollte doch absolut mit seinem dicken Kopf durch die Wand. Bitte schön. Da kann er nur sein Vergnügen anhaben. Oh, ich bin ja neugierig, aber das schafft. Ich hab Zeit, das abzuwarten. Tja, und die da drüben, die warten wohl auch schon. Sie sollte man erst mal rübergehen, Herr Binke. Ach was, lass sie doch warten auf ihre Gäste. Das kommt davon, wenn man die Kühe abschafft. Dann fängt man an, Sommervögel zu melken. Lass doch Bratreden. Sag mal, worüber wird gerade gesprochen? Über die hohe Kunst des Melkens ohne Kuh. Das ist ja interessant, Frau Voss. Wissen Sie, viel verstehen wir Städter ja nicht von der Landwirtschaft. Aber mein Vater sagte schon immer, um ein Glas Milch zu trinken, brauche ich doch nicht gleich einen Ochsen kaufen, nicht? Das würde auch nicht viel nützen. Da können Sie lange untersitzen unter so einem Ochsen, ehe dass Sie da einen Tropfen Milch rausgestrippt kriegen. Wie bitte? Ja, Herr Voss meint, Kühe zu melken, das sei unmodern. Das macht man heute anders. Ja. Bin neugierig, was für Hein dabei raushauert. Bestimmt keine Buttermilch, Herr Voss. Wir sind ja keine Schafsköpfe und auch keine Rindviecher. Komm dann hier. Nur erst du der Karlwind Ohausen. Die kommen hier bei uns bestimmt nicht wieder. Oh, nee. Ich wusste, dass du die mit Hein erzürnt hast. Nee, nun sagst du ihm auch noch die Gäste aus dem Haus. Hein könnte ich glatt wegen Geschäftsschädigung verklagen.
sagen. So, so habe ich mich mit ihr auch erzürnt. Was nu? Nun schmeckt die Pfeife auch nicht mehr. Da muss was passieren. Ganz egal was. Klaas Voss. Bist du ein Fuchs? Nee. Du bist ein Ochs. Das hat Lehrer P. Möller schon damals in der Schule zu mir gesagt. Was hat er mal noch in mein Poesiealbum reingeschrieben? Durch den Bäumen pfeift der Wind von deiner Tante Tin... Oh nee, das... Hier. Nimm, o Kind, jetzt an die Lehre, schreib sie in dein Herz hinein, mache deinem Namen Ehre, dann wirst du stets fröhlich sein. Klaas Voss, mache deinem Namen Ehre. Du kannst die Nuto verloten, P. Möller. Was macht der denn da? He grippt. Ah, ein Patient. Grippe kriegen Sie auch weg. So, die habe ich. Herr Grippt, junger Mann. Aber Ligas hätte keinen Grappen. Wer sind Sie überhaupt? Gestatten, Karl Binke, Binke Junior. Ja, sehr angenehm, Voss Senior. Ah, verstehe, verstehe. Bin hier Ad 1, um eine kleine Angelegenheit mit Ihrer Frau Gemahlin zu regeln. Ad 2, um eventuell neue Geschäftsverbindungen anzuknüpfen. Und Ad 3, um im Geschäftsinteresse womöglich in puncto Plattdeutsch noch etwas dazu zu lernen. Ja. Und 4, um sich hier zu erholen, Herr Binke. Wer rastet, rostet. Ich habe jedenfalls keine Zeit, Fliegen zu fangen. He, hätt Juck nix anderes zu tun. Nichts gegen Fliegenfängerei als Zeitvertreib und nichts gegen Sie, Herr Voss, aber alles gegen Ihre, wie soll ich sagen, vorsintflutliche Methode. Ich hätte da ein Angebot. Fliegenfänger. Nee, Der letzte Novität. nee, mit so einem neumodischen Kram will ich nichts zu tun haben. Hier, meine 5-Finger-Falle, die ist besser und auch billiger. Da sitzt eine Fliege. Wo? Angenommen das. Ruckzuck habe ich sie. Ja, und ein Fliegenfänger, der hängt hier unter der Decke. Und die Fliege sitzt hier an der Wand. Und nun soll ich hier stehen und soll lauern. Initiative, Herr Voss. So, haben Sie schon mal eine Fliege mit Gewalt an einen Fliegenfänger rangejagt? Nö. Da sehen Sie. Und darum Selbsthilfe. Ah, verstehe und begreife. Daseinskampf. Kreatur Mensch gegen Kreatur Fliege. Ja, nun halten Sie mal erst mal 14 Tage auf mit Daseinskampf, nicht? Und machen Sie Urlaub, Herr Binke. Ja, mir scheint, Sie sind für Ihr Alter schon ein bisschen nervös und haben das Erholen bitter nötig. Geschäft, Geschäft, Frau Voss. Immer Tempo, Tempo, Hopp, Galopp und die Kasse klingelt. Oh, das muss ich mir merken, das ist gut. Ja, ja, aber nun stellen Sie die mal eine Zeit lang ab und setzen Sie sich, Herr Binke. Danke. Ja. Du Gretel, der hat dieselbe Augenkrankheit wie seine Mutter. Na nu, das ist ja wirklich erstaunlich. Was? Na, so ganz intuitiv und auf Anhieb eine Diagnose. Sie meinen also auch, ich brauche eine Brille. Das ist ja fabelhaft, wie schnell Sie das herausgefunden haben. Das bringen ja selbst die fortschrittlichsten Untersuchungsmethoden der modernen Medizin nicht zustande. Frau Voss, Ja, ich begebe mich vertrauensvoll in den Bannkreis Ihrer mystischen Beschwörungskunst. Herr Voss! Ja, nee, ich habe da nichts mit zu tun. Aber warum stellen Sie Ihr Licht denn unter den Scheffel, Herr Voss? Ich habe doch eben selbst erfahren, wie Sie beide Hand in Hand arbeiten. Sie erkennen die Krankheit mit sicherem Blick, Ihre Frau besiegt sie. Ein tolles Gespann. Daraus müsste sich doch eigentlich ein gutes Geschäft machen lassen. Wie sagt schon der Richter, ich sei gewählt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Hier, meine Hand drauf. Nee, Na, nur warum denn nicht? die sind mir zu gefährlich.
Das ist ja wirklich erstaunlich. Ja, ja, ganz gefährliche Sache, die ich da habe. Irritiert mich ungemein. Sagen Sie, waren Sie schon mal krank? Nö. Sie kurieren sich also gegenseitig. Ja, mein Greten und ich sind sozusagen beide voneinander kuriert, ne? Ja, nur hole ich eben mal meine Pfeife. Greten! Hast du in der Küche liegen lassen? So. Ich sage ja, das Land. Brachliegende Urkräfte, die zum Wohle der leidenden Menschheit mobilisiert werden müssten. Wir sind allesamt vom Pfade der Natur abgewichen und irren nun plan- und ziellos in den Betonwüsten der Städte umher. Und was sagen die wissenden Ärzte am Ende ihres Medizinerlateins? Kennen Sie nicht eine olle Mutter Kiekbusch hinterm Knick? Ja, bitte sehr, und deswegen bin ich hier. Na, dann lassen Sie doch mal Ihre Ärmel in Ruhe, Herr Beck. Bitte. Ja. Frau... Ja, weg sind sie. Tja, vielleicht hat er ja recht, der junge Herr Behnke. Geschäft mit der Gesundheit. Tempo, Tempo, hopp, galopp und die Kasse klingeln. Jetzt bin ich hellwach. Und wer hat hier oben angeklopft? Der junge Mann mit dem Pleatschenkopf. Ich habe meine Sachen vergessen, Herr Voss. Außerdem ist mir unterwegs etwas eingefallen. So? Ja, ich habe darüber nachgedacht, wieso Sie hier auf dem Lande so viel gesünder sind als die Leute in der Stadt. Na, Sie haben mir ja selbst erzählt, dass Sie noch nie krank waren. Und da habe ich mir gesagt, das liegt nicht nur daran, dass man auf dem Lande noch die Geheimnisse der Naturheilung kennt. Nein, das liegt auch an der guten Luft. Wollen Sie die nur wirklich in Dosen verkaufen? Und an der gesunden Ernährung. Nehmen wir zum Beispiel Kartoffeln. Wo beziehen Sie Ihre Kartoffeln? Ja, was heißt beziehen? Wir schälen sie. Ich meine, woher haben Sie sie? Na, aus dem eigenen Garten. Aha! Ja, was meinen Sie denn? Nun, ich denke, dass Sie selbst nichts anderes essen, weil der Ertrag der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus Geschäftsgründen mit ungesunden Methoden gesteigert wird. Zum Beispiel Kartoffeln mit Kunstdünger. Nee, essen wir nicht. Nehmen wir dazu die Hühnerzucht. Haben Sie Hühner, die Sie ausschließlich selbst verzehren? Ja, 18 Stück und ein Hahn. Keine Hormone. Nee, essen wir nicht. Sind alles rebhuhnfarbige Italieners. Was gibt's noch? Eier. Essen wir. Hühner. Noch nicht zu bewegungslosen Eierlegemaschinen degradiert. Nee, unsere Hühner haben tagsüber freien Auslauf. Suchen sich ihr Futter selbst, legen in Nester. Ja, und abends kriechen sie mit den Haaren zusammen ins Bett. Ne? Genau wie die Menschen. Ja, die Jungen meine ich. Also noch völlig normales Lege-, Liebes- und Lustleben. Herr Voss, Sie sind mein Mann und zukünftiger Geschäftspartner. So. Aber den Chancen, die sich uns beiden in Zukunft eröffnen. Sie sind der Lieferant und ich sorge als Kaufmann für die absatznotwendigen Konsumenten. Fangen wir an mit den Kartoffeln. Oh. Biologisch dynamische Kartoffeln. Was meinen Sie, wie das bei den um ihre Gesundheit besorgten Städtern zieht? Na, was sagen Sie dazu? Ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll ich Ihnen Kartoffeln liefern? Genau. Kartoffeln ohne Kunstdünger. Aus dem organisch präparierten Humus Ihres Ackers. Mist Was? ist das ideale Kompostmaterial der ökologischen Landwirtschaft. Aber das Wort Mist verwenden wir natürlich nicht in der Werbung. Biologische Eier. Biologische Kartoffeln, das genügt. Sagen wir erstmal 5 Zentner. Nee, das geht nicht.
Na, nur bedenken. Oh ja, nicht, aber ich hab doch bloß... Ach, sagen wir es mal einen Zentner zur Probe sozusagen. Ja, und wenn das denn einschlägt, das Geschäft... Ah, meine Sorge, Herr Voss, mein Risiko. Hier, erstmal 50 Mark Akkord hoch, bitte. Was? Für einen Zentner? Der natürlich pfundweise in entsprechender Verpackung verkauft wird. Ökologische Ware zwecks Vorbeugung gesundheitlicher Schäden rechtfertigt einen stolzen Preis. Sagen Sie, wie wär's denn mit ein paar Probeeiern? Das Eiergeld, das steht ja leider meiner Frau zu, Herr Binke. Wir werden Ihre Frau in unser Geschäft mit einbeziehen, Herr Voss. Vorläufig als stille Teilhaberin, die von nichts etwas weiß. Oh ja, das ist gut, ja. Überhaupt Diskretion, auch meinen Eltern gegenüber. Ich soll hier ventilieren und nicht spekulieren. Ja, Diskretion ist gut. Dann sagen Sie meiner Frau aber auch nichts von den 50 Mark. Abgemacht. Gut, ich sack die Kartoffel nachher gleich ein und stell den Sack... Gleich in mein Auto. Hinten quer, unten vor dem Sitz auf dem Boden. Sieht niemand was von den kostbar edlen Bodenfrüchten. Schlauberger. Augenblick mal, Ja. ne? Gretten, kannst mal eben reinkommen? Ja, ja. Komm schon mal. Ich bin gar nicht. So. Du, Gretten, Herr Binke fragt, ob du wohl ein paar Eier für ihn über hast. Ja, habe ich. Wie viel denn? Ach so, erstmal 20 Stück. Hätten Sie die wohl, Frau Voss? Ja. Ja, Sie armer Stacke, Sie hausen da so alleine in der Stadt rum, nicht? Wo Ihre Eltern doch hier sind, nicht? Ja, ich hol sie gleich her. Haben Sie denn noch so eine Tasche oder sowas mit? Ah, hier, der Hut. Sozusagen ein Zauberhut, nicht, Herr Voss? Eier hinein, Geld heraus. Bitte schön, Frau Voss, 20 Mark. Da ist schon... Kommen da noch mehr raus? Ach klar, hast du ein bisschen Kleingeld? Ach, stimmt so, Frau Voss, stimmt so. Nee, nix. Die Eier sind ja viel zu teuer bezahlt. Das lassen Sie nur meine Sorge sein, Frau Voss. Ich verstehe nicht. Ist so in Ordnung, kriegt es den Pech. Naja, hier ist das recht. Die Stadtleute verderben sich immer selber die Preise. Und nachher schimpfen sie dann auf die Bauern. Frau Voss! Ja. Oh. Ja. Nachdem nun auch Ihre Gattin unseren Bund gesegnet hat, kann das Geschäft also anlaufen. Morgen knüpfe ich bereits die erste Verbindung, aber sagen Sie, was kann ich denn hier heute Abend mal unternehmen? Nix. Was machen Sie denn so am Abend? Nix. Sagen Sie, haben Sie eigentlich gar kein Fernsehen und kein Radio? Nö. Wenn was ist, geht meine Frau zur Nachbarin und ich gehe dann in den Kuchen. Und nicht zu Ihrem Sohn nach nebenan? Nee, können wir nicht mit. Ah, können Sie nicht mithalten, was? Nee, ist auch kein Interesse für da. Ich meinte, bei dem Tempo unserer Zeit bleiben die lieben Alten eben leider auf der Strecke. Aber Sie nicht, Opa Voss. Sie doch nicht. Sie sollen mal sehen. Bei unserem Geschäft, da halten Sie mit. Jawohl. Na, erstmal halte ich damit hinterm Berg. Gibt's denn hier Berge? Nee, eins Plattland und drögen Sand, leider. Na, was denn? Und da fehlt es doch nur an der richtigen Werbung, um aus dieser Gegend hier eine sprudelnde Einkommensquelle zu zaubern. Aber nie meine Ansichtskarte gibt's hier zu kaufen, schreibt mir meine Mutter. Ich sorge dafür. Alleinverkaufsrecht, Karl Binke. Sagen Sie, gibt's hier nicht was Schönes fürs Auge? Hey, also, von den jungen Dirns hier lassen Sie die Finger davon, Herr Binke. Das ist nichts für Sie. Ach, ich meinte doch hier fürs Auge. Knips, Peng, 80 Pfennig die Karte. Nette kleine Staffage links am Bildrand. Ihr Fräulein Enkelin, träumerisch an eine Eiche gelehnt. In Volkstracht, wissen Sie, so etwa. Gibt's hier eine entsprechende Gegend für Farbfotos? Nee, Taubendorf hat nur eine Umgegend und die färbt immer die Natur. Das ist billiger. Aber bleiben wir doch mal beispielsweise hier beim Interieur. Ihr Fräulein Enkelin, Dirndl. Vorsicht, Herr Binke, die Doris ist eine anständige Dern und kein Dirndl. Wenn sie auch die Tochter von ihrem Vater ist, der taugt nicht viel. Da haben Sie recht. Na, der soll ja auch gar nicht mit aufs Bild. Aber die Innenansicht einer alten Bauernstube. Ja. Dass es so etwas noch gibt. Das ist ja direkt museal, Herr Voss. Noch einen kleinen Stich mehr ins Antik
altmodische und die Attraktion für die Fremden ist perfekt. Nee. Wir sind hier doch nicht im Panoptikum. Als Gemeindevertreter bin ich dagegen. Genauso dagegen, was mein Sohn vorhat mit Ferien auf dem Bauernhof. Da mache ich mich ja auch so erzürnt mit ihm da. Ach, aber meine Eltern sind doch eigentlich erst durch ihre Frau hier ins Haus gekommen. Hier nicht, Herr Binke. Da. Aber das ist ja nun leider vorbei. Oh, sagen Sie das nicht, Herr Voss. Die Wand da ist viel zu dünn für die Abgrenzung Ihrer beiderseitigen Interessenssphären. Da gibt es nur die berühmten zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen die Wand da noch dicker, oder Sie nehmen sie weg, ne? Das gibt doch noch eine dritte Möglichkeit. Und die wäre? Durchbrechen die Wand und eine Tür einsetzen. Aber das, hier. Ah, ich verstehe, das ist eine Finanzfrage. Mein Angebot? Bei glücklichem Anlaufen unserer Geschäftsbeziehungen übernehme ich die Kosten. Für alles? Auch für eine Tür, eventuell, meine ich? Alles auf meine Rechnung. Oh, das wird aber 100 Mark sein kosten. Hier. Erstmal 50 Mark. Avant perdu, wenn es mit uns nicht klappen sollte. Nochmal 50 Mark? Ja, denn. Warum sollte das nicht klappen? Meine ich auch. Das klappt nicht bloß, das Clip klappt sogar. Clip? Klapp? Ja. Was wird hier denn gespielt? Ja, ich erzähle Herrn Binke gerade von der Mühle am Wellerweg. Wie bitte, Kalli? Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, Mutti. Clip, ne? Klapp, ja. Jetzt verstehe ich, klipp, klapp. Na, das war aber doch eine Windmühle da, nicht? Ja, so ungefähr, Gräben, ne? Ja, du, gib mir mal eben ein Stück alte Zeitung her. Ich will eben die letzten 5 Eier in Papier einwickeln. Aber gern, mein Gräben. Bitte schön. Sag mal, was bist du mit meinem merkwürdig gefällig? Das kenne ich ja gar nicht von dir. Ja, und nun hole ich sogar Herrn Binkes Hut rein. Was sagst du? Oh, Herr Binke will doch noch gar nicht weg. Oder wollen Sie Ihren Kalli schon holen, Frau Binke? Ja, allerdings, Frau Voss, wir warten drüben schon auf Dann Sie. kommt, dann lass uns mal schnell die Eier einpacken. Na, mein Junge, wie fühlst du dich? Gut, Mutti. Das finde ich ja richtig nett von Frau Voss, dass sie so für dich sorgt. Ja, nette Leute, nicht? Ja. Du, guck mal hier, die alte Petroleumlampe. Romantisch, nicht? Ob ich die wohl kaufen kann? Und da drüben, diese entzückende Nippesfigur. Hier lässt sich bestimmt was machen, Mutti. Reine Hinterwäldler noch ein bisschen beschränkt, aber dafür treuherzig. Genau das Richtige für mich. Du hast doch hier nicht schon wieder gehandelt, Kalli? Nee, aber du willst dir die schönen alten Sachen wohl schenken lassen. Nein, man kann ja dafür bezahlen. Versuch du's doch mal. Mir liegt das Handeln und Runterhandeln sowieso nicht so wie dir. Und außerdem, wenn dein Vater erfährt, dass ich hier, na du weißt ja, guter Eindruck und so, nicht? Hat sie schon? Sie hat Und? schon eine Viertelstunde nicht mehr gejuckt. Dafür kribbelt's mir nun in den Fingern. Bezahlt? Nee, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Legt er was auf die Kommode, aber nicht zu wenig. Ein 20er? Ja, das ist gut. Und vielleicht hilft er uns ja auch bei der Suche nach Antiquitäten. Du guck mal hier die Tasse. Alles alt. So, Herr Bink. Hier ist der Hut. Und dieser Inhalt ist nun garantiert frisch. Ja, 3 Eier habe ich noch gerade eben aus dem Nest geholt. Eier, wie sie sein sollen. Auch mit dem Hahntritt. Klar. Was sagt Herr Voss, Kalli? Ah, die Eier haben Hahntritt, Mutti. Da hat der Hahn draufgetreten, Frau Voss. Ja, sozusagen. Ja, hat er. Macht ja nichts. Aber Knickeier sind immer ein bisschen billiger, Frau Voss. Ja, nee, hier, diese sind aber alle ganz heil. Ja, aber warum sagen Sie das erst, das mit dem Hahn? Ja, das hab ich doch nicht gesagt. So, Klaas, nun bist du an der Reihe. Ja, Frau Binke, der Hahn hat die Eier ja gar nicht getreten. Nicht? Nee, die Hühner. Ach, die Hühner haben Sie getreten. So, Herr Binke, nun versuchen Sie mal Ihr Glück. Tja, also Mutti, das ist so. Der Hahn... Der Hahn kann ja nichts dafür. Ich hab doch gar nichts gegen den Hahn. Im Gegenteil. Aber Frau Binke. Ich finde es ausgesprochen romantisch, ländlich, wenn er mich morgens wach kräht. Na, dann ist ja gut.
Und das andere kann Vati dir viel besser mal allein erklären. Also, Frau Voss, nochmals vielen Dank für alles. Naja, Sie wissen ja schon und... Ah, ist schon gut. Ebenso, Herr Voss. Ja, ja, meine ich auch so. Oh, Moment, die Eier! Ach, stimmt, die Eier vergessen. 140 Mark in einer Viertelstunde. Das kann der klügste Bauer aus seiner besten Kuh nicht rausmelken. Mein lieber Heinrich, der richtige Fuchs wohnt hier, auf dieser Seite vom Haus. Der hat die Gänse nur beim Wickel, nicht du. Ach, du, komm rein. Kommt sie wieder. Sag mal, bist du krank? Hast du Fieber? Ach, was, Oma? Aber hier, guck dir das mal an. Oh, schick siehst du aus, mein Dear. Ja? Ja, sag ich ja nichts gegen. Aber damit kann ich doch in Tatendorf nicht auf der Straße rumlaufen. Warum hast du das denn erst gekauft? Hat mir dieser Karl Behnke ja geschenkt. So? Hm. Der junge Mann hat wohl zu viel Geld, wie es scheint, wa? Will er mit dir nach der Alpen? Aber nächsten Sonntag zum Ball. Und er hat zu wenig Gefühl für das, was sich hier bei uns schickt und was nicht. Ja, sieht so aus. Kriegst auch viel zu leicht Lungenentzündung von. Bei der Nackenbrust. Nee, für sowas ist es bei uns hier im Norden auch viel zu kalt. Tag, Mutter. Tag, Anna. Ist Vater nicht da? Nee, der ist unterwegs. Wegen alten Trödelkram. Auf Geschäftstour, sagt er. Aber ich glaube, das steckt Binkes hinter. Ja, da sagst du was. Wir haben gestern ja wohl eine hitzige Gemeindevertretersitzung gehabt. Was? Da hat Klaas mir ja nichts von erzählt. Ja, was ein Wunder. Die sind dir doch ganz schön in die Quere gekommen. Von wegen der Karre Kuhmist. Da weiß ich ja nichts von. Die hat der Bauer Hankens für 1 Mark abgekauft und sie dann bei Frau Behnke an unseren Anbau. Auf unser Grundstück. Darüber ist Hahn ja so wütend. Und dann hat er den Haufen direkt unter das Schlafzimmerfenster hingekippt. Frau Behnke möchte so gerne Landluft riechen, hat er gesagt. Und wir haben ja keine Kühe mehr. Das ist ja ein starkes Stück. Was geht Ihnen das überhaupt an? Wir werden in Tatendorf alle rückständig, hat er gesagt. Der hat ja gestern auf der Sitzung Anträge gestellt. Da ist das Ende von weg. Wie? Was hat er da angestellt? Anna, nun erzähl schon. Ja, angestellt, Mutter. Das ist das richtige Wort. Er hat gesagt, hier in Tatendorf muss viel mehr auf die Beine gestellt werden. Ja, aber wenn das passiert, was er vorgeschlagen hat, dann steht Tatendorf auf dem Kopf und strampelt mit den Beinen. Was will er denn? Erstens, ein Fremdenverkehrsverein soll gegründet werden. Antrag angenommen. Zweitens, Bildung eines Heimatvereins mit Trachtengruppe. Doch wohl nicht so. Mit Trachtengruppe und Volksliedquartett. Antrag angenommen. Drittens, Gründung eines Wandervereins. Anlegung eines Naturpfades. Markierung von Aussichtspunkten und Bankplätzen. Das hat dir dein Großvater alles dieser junge Herr Binke eingeredet. So, Anna, du hast aber recht, du. So kann das hier nicht weitergehen. Hast recht, Gretten, kann das auch nicht. Tag, Anna. Tag. Ja, Mensch, Dirn, wie siehst du denn aus? Lass mal, Opa. Ach, hier. 5 Mark. Die gehören dir. Oh, danke, Doris. Fragst du denn nicht wofür? Nö. Für ein altes Hufeisen sind die. Hat er Frau Behnke gegeben. Ach ja, richtig. Das habe ich gestern Abend ganz vergessen. Die Pferde sollten wir hier in Tatendorf nicht ganz abschaffen. Sag mal, handelst du schon mit altem Eisen wie so ein Schrottkerl? Ach was, Frau Behnke glaubt an Glück und ich glaube an Geld. Tja. Ja, sie hat mir erzählt, sie hat gestern auf Möllers Koppel noch ein Pferd gesehen. Und da hat sie gemeint, Pferdchen, Pferdchen, bring mir Glück, lass ein Eisen mir zurück. Na ja,
Und da habe ich ihr den Gefallen getan und habe mir vom Schmied noch schnell ein paar alte Eisen besorgt. Ah, also klar, da ist ja wohl das Ende von weg. Das finde ich auch. Was? Kommt der, dass du aus diesem Fummel rauskommst. Du hast aber... Von diesem Herrn Binke. So, mach zu. Tschüss. Ja, tschüss, wir beiden. Da, nun war der Kartenhex. Tja, nun machst du große Augen, ne? Sag mal, was hast du dir gestern Abend im Crew alles zurechtgetütert? Weißt du, was Anna heute Morgen zu mir gesagt hat? Na, Geht das biologisch, du? Ja, bei uns denn wohl nicht, was? wo hat sie das denn her? Hat Hein mitgebracht aus dem Krug. Nicht an mein Silber. Au! Sag mal, hast du ihn da gestern Abend für verrückt erklärt, oder was? Ach, bist ja wohl mal, was? Ach, ich also auch. Nee, mein lieber Klaas. Aber mal ganz was anderes. Wie kommst du zu all den Kartoffeln, die du an den jungen Binke verkauft hast? Das ist meine Sache. Jedenfalls gibt es bei uns von morgen an Pfannkuchen und Klöße. Bloß noch Mehlspeisen. Warum das denn? Ja, mir liegen so langsam die Kartoffeln zu schwer auf dem Magen, ne? Das ist wohl das Alter. Ja, nun mit mal. Ja. Und ich sag dir, morgen gibt es bei uns Hühnersuppe. So, warum das denn? Weil ich gerade eben den Hahn geschlachtet habe. Was? Nur mal. Ja, Wie kommst du dazu? Frau Binke hat sich über unseren Hahn beschwert. Ja, was geht er uns Horn an? Das Gekreil könnte sie morgens früh um 4 noch nicht ab, hat sie gesagt. Ja, Unser Hahn wäre das, der die ganzen anderen Hähne im Dorf rebellisch macht. Und Hein sein Hahn noch mit. Ja, nur guckst du, ne? Du und dein Hahn, ihr passt zusammen. Jedenfalls, was das Krähen angeht. ja, und nu? Was und nu? Ja, hier. Ein Brief von jungen Herrn Binke. Hä? Hier, hör mal zu. Bitte um Bereitstellung von 100 Eiern, gleicher Art wie bisher. Zahle doppelte Marktnotierung. Ja. Der lebt denn wohl bloß noch von Eier. Kann er kriegen. Nee, kann er eben nicht. Fehlt doch nur was an. Sind doch nur keine biologischen Eier mehr. Nee. Nee. Fehlt doch nur der Hahn tritt an. Du sagst doch, du kannst logisch denken. Ach, was schert uns der Hahn? Greten, du willst ihn doch wohl nicht betrügen. Ach, was? Ei ist Ei. Die schmecken dem jungen Fett auch so. Er braucht die doch für ganz was anderes. Guck mal, er hat doch auch Freunde und Freundinnen und die lädt er denn ein. Und da brauchen die Eier den Hahntritt für. Ja, das ist ja wegen das verdammte Biologische, weißt du? Igitt! Und nochmal Igitt, hat er bloß zu sagen. Warum das denn? Ach, meinst du denn, ich guck nicht in eine Lesemappe von wegen Hormone und all so ein Kram für Mannsleute? Da weiß ich wohl Bescheid. Oh, Menschenskind, Greten. Bei dir piept das ja wohl. wo nie mehr gekräht wird, wird auch nie mehr gepiept. Ja, wo sollten wohl anders die Küken herkommen? Da brüten die Hähne nichts mehr aus. Tja, dann werden die Hühner nur noch kakeln. Was sollen sie anders machen, wenn die Hähne den Kopf verlieren? Ja, meiner ist jedenfalls noch da, wo er sitzen soll. So, dann halt ihn nun mal tüchtig fest. Ich wollte mal sagen, wir haben Ratten im Hühnerstall. So, Ja, die schleppen mir all die Eier weg, ja. Habe ich letzte Woche schon gemerkt. so. Dann stelle ich einfach eine Falle auf. Ne? Ja, du, die Biester sind mal viel zu schlau, da reinzugehen. Meinst du das? Ja, aber das gibt ja nur so einen modernen Kram, ne? So ein scharfes Gift. Das wird mit einer ganz feinen Nadel durch die harte Schale reingespritzt und da krepieren die Öster den von. Habe ich schon ausprobiert. Gestern lag schon eine tot im Stall. Greten,
Ja, und wenn wir nun, ich meine, das ist doch auch lebensgefährlich für uns. Für uns? Nee, mein lieber Klaas. Ich habe doch ein ganz kleines Zeichen an 2 Eier gemacht. Oh. Aber was hast du denn? Oh, das ist ja nicht auszudenken. Und gleich tot, sagst du. Ja. Sag mal, du hast ja wohl noch Mitleid mit den Ratten, was? Nee, das nicht, aber da muss ich erst mal einen Schnaps auftreten. Nee, im Krug. Ja, und da dann erstmal schnell mit Hamburg telefonieren. Schade, mein lieber Klaas, das Geld hättest du ja auch noch sparen können. Aber anders bist du ja nicht zu kurieren. Was habe ich da eben gesagt? Rattengift? Oh Gott, der ist ja imstande und glaubt das. Oh Gottes Willen. Rügen, was hast du denn nun bloß angestellt? Ey, ich wär verrückt. Oma, ich muss noch mal mit Opa reden wegen dieser Trachtengruppe. Naja, setz dich mal erst mal hin. Du Opa hat ganz andere Sorgen, du. So, kann ich ihm helfen? Vielleicht lässt er dann besser mit sich reden. Oh, denn du, ich hab mir da was eingebrockt. Und mit dem Gift, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Aber da ist bloß dieser Benke schuld an. Oma, was ist denn los? Hat ihr Krach gehabt? Nee, ich lauf ihm mal hinterher, nach dem Krug. Oma, gönnst du ihm den Krug denn? Moment, ich geh erst mal zu Heim rüber. Nee. Vater ist doch gar nicht da, Oma! Oh, Joris, gut, dass du da bist, mein Bär. Hör zu, du musst mir helfen. Oma bringt mich noch ins Zuchthaus. Opa, hast du einen kleinen Giftigen zu viel getrunken? Nee, aber mit Gift hat das was zu tun. Oma hat Gift gegen die Ratten in die Eier gespritzt, die ich dem jungen Herrn Behnke zum Verkauf nach Hamburg geliefert habe. Das kann ich mir nicht vorstellen, Opa. Oma konnte ja nicht wissen, dass ich die Eier aus den Nestern geholt habe und nicht die Ratten. Und nun? Nun gibt das Tote. Und ich bin der Mörder. Nee, um Gottes Willen. Ja, du musst mir helfen. Doris, ich wollte eben schon telefonieren im Krug. Die Nummer von dem jungen Herrn Behnke habe ich ja. Ja, und? Ja, da meldet sich keiner. Oh, und wenn ich die ganze Nacht im Krug sitzen soll, ich muss telefonieren. Wann hast du die Eier abgeschickt? Ja, heute Nachmittag hat Klaasen die Eierkiste mit nach Neustadt genommen und sie dir aufgegeben. Die ist weg. Oh, was du? Ich bin fertig mit der Welt. Und mit dem jungen Behnke auch. Opa, Mensch, nun weiß ich was. Hm? Hast du einen Fahrplan im Haus? Ja. Dann hol ihn mal her. Ja? Ja. Hier. Ja, und no, was hast Warte du einen nun kleinen vor? Moment, ich studiere den Fahrplan. Augenblick. Ja, das sehe ich, aber was soll das? Ja, hol mir mal einen Briefumschlag. Briefumschlag. Und was zu schreiben. Und was zu schreiben? Ja. Hier, und nu? So. Und nun will ich Herrn Behnke Senior bitten, dass er mich mit seinem Auto nach Neustadt fährt. Und da schiebe ich diesen Briefumschlag unterm Deckel. Ja, und was soll das nützen? Achtung, nicht essen, Oh, nicht ausliefern. das ist gut. Hühnerpest in Tatendorf. Ja, Mensch, Doris, das ist ein Flieseneinfall, du. Ja, wenn dir das glückt, du, dann bin ich aus allem wieder raus, ne? Ja. Ja, und auf die Art kann der alte Herr Behnke wieder gut machen, was sein Sohn angerichtet hat, ne? Ja, du mach aber zu, sonst ist er zu frech. Lauf dir, lauf. Tschüss, Opa. Ja, tschüss. Oh, das ist ein der, ne? Hier. Oh, Oma kommt. Still, wenn keiner was sagt, nicht? Ist das auch? Kannst du Gedanken lesen? Nee. Du? Nö. Das ist ja gut.
Ist das auch. Ob das wohl noch Regen gibt? Nö. Gewitter. Glaube ich nicht. Das grummelt schon. Ich höre nichts. Aber ich. Wo soll das wohl herkommen? Von nebenan. So? Hein sind sie auf der Holzkoppel bei den Kartoffeln gewesen. So? Und was hat das mit dem Gewitter zu tun? Na ja, das könnte ja hier auch bei uns einschlagen, nicht? Gretten? Meine ich, ein Teufel an die Wand. Und wenn er schon bei uns am Tisch sitzt? Ach was, lass kommen, was will. Ich wasch meine Hände in Unschuld. Na, denn vergiss man nicht vorher Handschuhe anzuziehen. Menschenskind, das riecht man ja bis hierher. Wie konntest du auch die Gummistiefel so dicht ans Feuer setzen, dass die ganzen Sohn und Hacken verschmoren? Ja, sag mal, nicht. Was ein Glück, dass du da überzugekommen bist, mein Jung. Setz dich doch. Willst eine Zigarre? Danke, mir ist der Geschmack verdorben. Oder ein Schnaps gefällig, mein Jung? Ich bin nun nicht dein Sohn, ich bin amtlich hier. Ich will bei dir einen Entschädigungsanspruch stellen. So? Ja, Na. Ja, dann schieß mal los. mit Schießen ist das nicht getan. Es kommt vielleicht aber noch, wenn mir das zu bunt wird. Das handelt sich um meine Kartoffeln auf der Holzkoppel. So? Ja. Und was hab ich damit zu tun? Na ja, du bist der Schriftführer beim Gemeindejagdverein, nicht? Und ich melde hiermit bei dir Wildschaden an. Ah, ist wohl nicht so schlimm geworden, was? Was kriegst du noch zu wissen? Ja, ich meine, wo ich als dein Vater... Was hat das damit zu tun? Ja, das kann doch verkehrt ausgelegt werden, nicht? Ohne Ansehen der Person. Ja, nu, kriegst das Formular mal her oder nimmst du es so ab? Ja, ich meine, wir können doch erst mal so darüber reden, mein Jung. Ja, guck mal, du brauchst doch Geld. Ich könnte dir ja helfen, nicht? Das tust du ja auch mit Entschädigung. Vor dem Unterzeichneten erscheint der Bauer, also Personalien. Die weißt du doch, Vater. Wenn du hier nun nicht mein Sohn sein willst, bin ich hierbei auch nicht dein Vater. Wenn du das amtlich mit mir regeln willst, bitte. Schreib, Bauer Heinrich Voss, geboren am 28. November 1937. Oh, du, an dem Tag hat das vielleicht geschneit. Und unterm Schnee war Glatteis, als ich losfuhr, um die Hebamme zu... Und erklärt, hier komm, schreiben und nichts anderes. Und erklärt, dass ihm in der vergangenen Woche von seinem Kartoffelversuchsanbaufeld, Flur 5, Flurstück 39, der Saatgutmarke Holsatia auf der Holzkoppel, Gemeinde Tatendorf, schätzungsweise, Genauer. ja gezählt habe ich die Kartoffeln nicht. Ja, wie viel Reihen denn? Ich meine, wie viel Pfund? Pfund? Zentnerweise. No, das stimmt ja nun wohl nicht, ne? Guck dir das doch mal an. Das brauche ich gar nicht erst. Na nu? Ja, ich meine, du sollst ja unterscheiden, nicht? Das ist so viel wie ein Eid. Nichts verschweigen, aber auch nichts hinzulügen. Also, wie viel war das nun? No, 3 Zentner. Nee, das stimmt nun ganz bestimmt nicht. Das ist ja mehr, als einer tragen kann. Wie kannst du sowas sagen? Das Wild trägt die Kartoffel nicht, das Wild frisst die Kartoffel auf. Hast du schon mal einen Hirsch mit 3 Zentner Kartoffeln im Bauch gesehen? Sagen wir also 2 Zentner, das ist gut geschätzt, meine ich. Ich soll das ja unterschreiben, nicht? Ja, und ich auch. Und
Wir wollen das doch beide mit einem guten Gewissen tun, ne? Schreiben wir also 1,5 Zentner. Gott, dann suche ich mein Recht woanders. Ich sagte, mein Vater erklärt sich für befangen. Verdammt noch mal, Taub. Das stinkt hier nach den Stiefeln. Moment mal. Wildschaden, sagst du? Und du weißt... Ich weiß genau, was ich sag. Nur mal raus mit der Sprache. Wer war das? Na ja, verjagt worden sind die Hirsche und Wildschweine jedenfalls von jemandem, der auf Jagd war. Sind Stiefelspuren da. Ja, der Mensch, der ist ja keine Rohkartoffel, ne? Nee, für gewöhnlich ja nicht. Und wie hoch schätzt du den Schaden? Na ja, war ja beste Qualität, ne? Oh ja, das war das. Dazu noch Saatgut. Ja. Und noch nicht in Handel. Ah, Nee! sag mal, du weißt ja wohl alles besser als ich, was? Tag, die Herren. Ja. Oh, Herr Voss Junior, gar nicht hier vermutet. Menschenskind, am Blinke! Störe ich? Oh, ich komme nachher wieder vorbei. So ein Mist aber auch! Machen Sie ruhig weiter. Ich will nur drüben den für Ihren Eltern Rapport erstatten. Also dann bis nachher. Sag mir mal, das ist doch einer von meinen Säcken. Wir sind hier ja beim Wildschadenheim. Sagen wir also 4 Zentner Verlust. Was denn? Nun mit mal 4 Zentner? Ich hab mich wohl verhört, wa? Aber was ist das hier mit dem Sack? Darf ich mehr von wissen? Der ist doch sandig. Sag mal, du glaubst doch wohl nicht. Ich glaub an nichts und halt alles für möglich. Ach, sag das doch noch mal, was du eben gesagt hast, wie dieser Sack Mist, habe ich gesagt. Was soll das olle Mistdings bei mir hier in der Stube? Was ist meiner? Oh Gott, du stell dich doch nicht so an, Hein. Was willst du dafür haben? 2 Mark? Nee. Nix. Oh, danke, hast du mir also geschenkt. Nee! Oh, hier hast du 5 Mark. Dann ist aber Schluss mit dem Schnack von den Sack. Nee, das geht nun erst richtig los. Her damit! So ein Mist, kann aber auch. Die Stiefel sind da jedenfalls zwischen raus. Das Profil ist verschmort. Was wollte Vater denn hier? Oh, Habt ihr euch wieder vertragen? nee, noch schlimmer erzählen. Ach, nee. Warum das denn nun wieder? Och, wegen so einem ollen Sack, den der junge Herr Behnke hier reingelangt hat. Das ist doch nichts Beihilfe. Nö, ist das auch nicht. Ich wollte deinem Vater den Sack ja auch für teures Geld abkaufen. Ja, so bin ich nun mal. Aber er sagt, nee, reißt mir aus der Hand und weg ist er damit. Das begreife ich nicht. Ja, Doris, ja, in Behnkes Firma wollten sie einen Betriebsausflug machen. Und beim lustigen Teil, da sollte das Sackhüpfen geben. Sackhüpfen? Ja, so wie ihr das früher in der Schule gemacht habt, ne? Ja, und zur Probe, weil es ja in der Stadt keine Säcke mehr gibt, zur Probe hat der junge Herr Behnke sich einen Sack ausgeliehen und hat ihn wiedergebracht. Aber das ist doch nichts Beihilfe. Nee, ist das auch nicht, aber dein Vater, der regt sich da gleich so über auf, dass er alles in den verkehrten Hals kriegt. Oh du, hör mal zu, mein Bier, lauf mal schnell rüber, sonst kriegt dein Vater den jungen Mann noch vors Brett. Wir haben ihm ja einen ollen Sack gestohlen, ne? Sag, er soll sofort hierher kommen. Mach ich, Opa. Der junge Binke hier? Der hier nicht, aber da. Gott sei Dank. Ich dachte schon, er wollte wieder was vorschnacken. Vorschnacken ist besser als nachsagen. Das eine ist so schlimm wie das andere. Und das geht nicht gut aus, was ich dir sag. Über dich wird allerhand erzählt. So, Ja. Warum du es wohl im Haus nicht mehr aushältst, sagen sie. Nun bin ich da wohl noch schuld an, was? nein, mein Gräten, das bist du nicht. Ja. Na, was läufst denn immer hin und her? Setz dich doch endlich mal hin. Ach du, Gräten, ich muss dir was sagen. Du, ich kann vielleicht bald noch lange genug sitzen. Wenn der junge Behnke nicht bald kommt. Wieso, was ist Ja, los? oh, da ist er schon. Was ist los, Herr Voss? Oh, guten Tag, Frau Voss. Ja. Na, haben Sie mit meinem Sohn geschnackt? Ja. Ja, und? Nachher habe ich gesagt, nachher wird sich alles aufklären. Nun erstmal Ruhe. Ja. Nachher... Nee, nur gleich. Was hat Doris mir hier eben erzählt? Von Sackhüpfen? Wie bitte? Sie brauchen doch den Sack dafür, bei der Firma, sagt Opa. Was haben Sie gesagt? Ja, das möchte ich auch mal wissen.
So ein Mist hast du gesagt. Und ich weiß auch warum. So, warum denn? Weil hier was gespielt wird, was ich nicht wissen soll. Darum. Stimmt, genau, Herr Voss. Ja, Hein, wie soll ich dir das sagen? Vater, was hast du bloß wieder angestellt? Lordmann, Mutter, wie kommt ihr sogar näher? Ganz richtig, wir kommen dem Sack schon näher. Das ist auf gut Deutsch gesagt ein Mistsack. Ist das auch? Ja, aber lassen Sie mich bitte erklären. Das Sackhüpfen war natürlich nur ein Vorwand. Aha, hast du mir was vorgelogen? Auch das noch. Ja. Tja, nun ist alles egal. Sie! Ja, ich sag's nun, Herr Voss. Ich habe da nämlich einen Bekannten, der züchtet Champignons. Ja, und was braucht man dazu? Pferdemist. Sieh mal nach, hör dich mal um, sagt er zu mir, und hier, beim alten und angeblich so rückständigen Herrn Voss, finde ich nicht nur vollstes Verständnis, sondern sogar tätige Mithilfe bei der Suche nach besagtem und vorhin von Ihnen, Herr Voss, so gründlich missverstandenem Mist. Ja, da kann ich ja leider nicht mehr mit dienen, Herr Binke, ne? Herr Voss Junior, Hut ab vom Kunstdünger, aber einen gastronomischen Kniefall vom Pferdemist. Ich frage also meinen Bekannten, was zahlst du denn für einen Sack voll wie diesen hier als Muster entliehenen, Herr Voss? 8 bis 10 Mark, sagt er. Verdammt noch mal, und ich schaff die Pferde ab, Habe ich dir ja gesagt, Hein. Ich wollte vorhin nur sagen, das Geschäft geht klar, Opa Voss. Die Vermittlungsgebühr für den Nachweis der in Tatendorf und Umgebung noch vorhandenen Rossäpfelproduktion geht in Ordnung. Und damit hat der Sack seinen Zweck erfüllt. Basta. Menschenskind, Herr Binke, das hätte ich nicht so sagen können. Und das mit dem Betriebsfest ist auch nicht wahr. Ja, doch, Aber hab ich mit Ihrem Opa drüber gesprochen, Freund Voss, machen wir wie in jedem Jahr, aber natürlich ohne Sackhüpfen. Hier, Herr Voss. Nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Für kein Geld in der Welt. Bitte sehr, zu Ihrer weiteren Verfügung. Ach was, ich werde mich doch um das alles Stück Plünn nicht mehr so anstellen wie vorhin. Ne. Wenn er noch mal gebraucht werden soll, Mutter, nimm du ihn. Nee! Ich der ist bei mir in der Stube. Ja, aber... Vater, ich schenke ihn dir. Aber dann auch keine Heimlichkeiten mehr zwischen uns. Versprichst mir das, Vater? Alles vergeben und vergessen. Alles, wenn ich nicht mehr... Wenn du nicht mehr... Alles, Vater. Oh, schade, dass Anna nicht hier ist, dass sie das miterleben könnte. Nicht? Sonst glaubt die uns das nicht. Oh, komm her durch. Wir gehen mal eben rüber zu ihr hin nicht? Und erzählen ihr das. Oh, komm. Ein Mannswort ist ein Mannswort. Ist mehr als ein Kontrakt wie nach Kort. Ja, und mehr als ein Eid vor Gericht. Und mehr als ein Gottesfügnis. Vater. Jo. Glückwunsch zu der Familienträne. Danke. Aber ihr wohl ein paar Aktien drin, was? Ja, das haben Sie, Herr Binke. Von Geschäften verstehen Sie ja was, ne? Was denn? 100 Mark. Ja, wofür denn? Versöhnungsbeitrag. Wenn ich mich mit meinem Sohn wieder vertrage, haben Sie mir zugesagt. Ah ja, für die Tür da nach nebenan. Ja, die kommt dann nur auch rein. Ich halte mein Versprechen. Muss ich ja, leider. Wieso leider? Ah, ich verstehe. Das wird natürlich eine teure Angelegenheit, nicht? Erstmal der Maurer, Wand durchbrechen, dann der Tischler, Tür nach Maß, dann Maler und Tapezierer. Das wird ja ein Kostenpunkt von schätzungsweise ein paar 100 Mark. Fehlspekulation, nicht? Ja. Na, ganz auf Ihrer Seite. Hier, kleines Trostplästerchen. Oh, danke, Herr Binke. Tja, und nun ist die Fehlspekulation auf Ihrer Seite. Oh, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das Geschäft ist gut angelaufen. Kartoffeln prima, Nachfrage groß. Ich benötige 5 Zentner, aber nochmals dieselbe Sorte. Lieferungstermin... Sankt Lümmerlein. Wie bitte? Mein Garten gibt nichts mehr her. Ja, soll das heißen... Genau das, nichts mehr. Ich hab die Klüten und Pannkörben so Blüten bis oben hin satt. Was gehen mich Ihre Klüten an? All unsere Kartoffeln haben Sie doch gekriegt. Ja, und da haben Sie? Ja. Oh, das glauben Sie doch selbst nicht.
Ach, Gretchen, gut, dass du kommst, mein Herr. Was ist? Sag mal, was haben wir gegessen die letzte Zeit über? Das fragst du noch. Ja, Herr Binke will nicht glauben. Dass wir bloß Pfannkuchen gegessen haben. Nee, glaubt er nicht. Sowas aber auch. Wir geben unsere paar Kartoffeln für sie her, dass wir mal was zu essen haben. Wer, ich? Ja, wer denn anders? Nun sagen Sie bloß, dass Sie haben damit gehandelt. Ja, hab ich und Ihr Mann hat Der arme Stackel hat das doch bloß gut mit Ihnen gemeint. Ja, und wer beinahe am Pfannkuchen erstickt, jawohl. Aber nu ist der Kloß raus aus dem Hals. Nu kann ich wieder vernünftig schnacken. Tja, mit den Kartoffeln ist es aus und vorbei für Sie. Ach, das ist ja interessant. Ich helfe Ihnen, dass Sie aus der Geschichte mit dem Kartoffelsack mit heiler Haut rauskommen. Und Sie stellen ihn mir schlankweg vor die Tür. Nee, Also doch nicht. nee. So, ein leerer Sack, der liegt. Der lässt sich nicht mehr vor die Tür stellen. Also nun machen Sie doch keine Witze. Was ist mit den Eiern, Frau Voss? Ja, die haben ja die Ratten geholt. Ja, da haben wir ja nur Gift reingespritzt. In alle Eier, in ganz Kartendorf, ne? Ja, die sind nur antibiologisch, Herr Winke. Ja, und wir beiden auch. Von nu an wird hier wieder natürlich gelebt im Haus. Mir scheint, hier wird ganz kräftig gesponnen. Gesponnen? Oh, da bringen Sie mich auf was, Herr Winke. Augenblick. Was haben Sie denn nun wieder mit ihm vor? Also Sie haben mich doch mit Ihrer Bauernschleue übers Ohr gehauen. Sie haben die Preise für die Eier doch selber gemacht. Sie stecken doch mit Ihrem Mann unter einer Decke. Unter einer Decke? Was geht Sie das an, wie und wo wir zusammen schlafen? Ihr Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Da sollten Sie mal versuchen zu heilen. Ach nee, das ist also der Dank dafür, dass ich Ihnen geholfen habe. Und dafür habe ich auch bezahlt. Was Sie wohl haben. Ach, das wird ja immer schöner hier. Das finde ich auch, mein Kalli. Frau Voss, es gefällt mir hier von Tag zu Tag besser. Schade, dass wir nächste Woche schon wieder weg müssen. Ja, das ist schade. Ja. Naja, Sie kommen ja bestimmt noch mal wieder, ne? Aber natürlich. Und mein Kalli. Ich nicht. Na nu? Ich habe die Nase gestrichen voll vom idyllischen Landleben. Nein. Sag mal, Klaas, wo hast denn das alte Ding hergekriegt? Wir haben doch schon eins. Na, Frau Winke, was sagen Sie dazu? Ach, das ist ja entzückend. Kein Interesse. Aber doch, Kalli. Wie viel soll es denn kosten, Herr Voss? Tja, Die Hälfte. nee, ein klein bisschen mehr, ne? Aber Kalli. Ist das doch nicht wert, Mutti? Guck mal an die Wurmlöcher. Ja, die sind ja ein Zeichen von Antik, ne? Jetzt mal ein Stout holen. Ein Staatsstück. Original, echt antik. Bin direkt verliebt in das Stück. Ja, das ist ja auch alte dörfliche Drechslerhandarbeit. Original, echt antik. Direkt aus Privathand, Frau Winke. Nun suggerieren Sie meiner Mutter doch nicht, dass das Ding da besonders wertvoll wäre, Herr Voss. Suggerieren, das habe ich doch von Ihnen gelernt. Das ist wie bei den Pillen in der Apotheke. Rundrum süß und in der Mitte bitter. War's nicht so? Was soll es denn nun kosten, Herr Voss? Na, 50 Mark, weil Sie das sind. Was, schenk ihr das doch? Gut, das ist doch geschenkt, Gretel. Was meinst du, was das in der Stadt kostet? Ach, ja, bitte, Kalli. Schenk mir zum Geburtstag, ja? Das gibt doch nichts Schöneres, als wenn die Kinder Freude an ihren Eltern haben, ne? Ja, das machst wohl Sorgen, Vater. Sag mal, warst du das eben in der Scheune am Boden? Ja, ich habe vorhin in der Zeitung gelesen, bei Fidipal ist die Scheune abgebrannt. Selbstentzündung von Heu, Frau Binke. Hier bei uns? Ja, und da habe ich dann schnell mal das Thermometer nachgeguckt, ne? Also jetzt reißt mir aber, die verdummen uns hier nach Strich und Faden, Mutti. Nee, das gibt's, Frau Winke, wirklich. Davon verstehen Sie nichts, junger Mann. Das ist eine Heusonde. Die steckt man dahin, wo sich Hitze entwickeln kann. Und Feuer? Ja. Wo soll das wohl herkommen? Ja, von den Bakterien. Ja, die entwickeln bei der Vermehrung wohl solch hitziges Liebesleben. Wunderbar. Das
steht dann nachher in der Zeitung, Mutti, und dann glauben das die Leute. Einige aber nicht. Was soll das heißen? Ich glaub das. Ja, du. Was meinen Sie denn? Das, was ich denke. Und was denken Sie? Aber Herr Binke! Er ist ja hier dein Gastvater. Sonst hätte ich ihn rausgeschmissen. Junger Mann, da ist die Tür. Das wird Ihnen noch leid tun. Anzeigen werde ich Sie. Von wegen Scheune ans Decken. Was ist denn nun passiert? Ach, nicht. Kali! Kali! Bloß ein kleines Missverständnis, Frau Binke. Was ist denn? Frau Binke, das Spinnrad, das schenke ich Ihnen. Ja, nehmen Sie das mal mit, Frau Binke. Habe ich vom Boden geholt, Hein. Ach so, deshalb die Schritte, wa? Warten Sie, Frau Binke, ich fasse Ihnen das eben mit an. Ne? Ja, danke. Ihr verstauen das in Ihrem Auto, ne? Ja, kommen Sie mal. So. Rot mit dem Schied und dem Hus. Meinst du das Spinnrad? Das kannst du halten, wie du willst. Was? Du verheimlichst mir doch was. Was hast du mit dem jungen Binke gehabt? Oh, Du, das ist gefährlich. Er sagt, er hätte mir Geld gegeben. so? Ah, hat er was gegen uns in der Hand? Er hat uns doch bedroht. Oh, Ach, nun schnack doch, Karl. Meine Güte. Steckt da was hinter? oh. Sei doch wenigstens mir gegenüber ehrlich. Der Ehrliche sagt immer die Wahrheit. Und der Kluge sagt sie zur rechten Zeit, mein Greten. Bist du auch ein. Du glaubst, dass der junge Benke gegen Vater was in der Hand hat, ne? Bestimmt hat er das, Anna. Aber Vater, der erzählt ja nichts. Er hat nur ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, wenn nun die Polizei kommt und ihn einsperrt, du. Nur sieh mal nicht so schwarz, Mutter. Komm, setz dich hin. Oh Mann. Hat er denn irgendwelche krummen Dinger gedreht, wo der junge Benke was von weiß? Bestimmt, Anna. Bloß gut, dass Binkes Urlaub heute schon rum ist. Und Vater muss mit der Wahrheit auf den Tisch. Na, wo ist Doris denn? Die hilft Benkes beim Packen. Die kommen hier auch noch her. Und sein Sohn mit. Er macht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. So, Klaas, komm doch mal mit den Karten auf den Tisch. Warum will er dich anzeigen? sie hat er gesagt. Da hat er dich auch mit gemeint, mein Greten. Anzeigen will er euch. Ist ja Lacher. Das sagst du so einfach, der kriegt das fertig. Ja, aber warum denn das im Einzelnen der Welt? Weiß ich doch nicht. Und Vater erzählt ja nichts. Ach, lass ihn mal kommen. Ich mach mich krumm wie ein Igel. Oh ja, ein Fuchs soll ja so schlau sein und sich in seinem Bauloch frei halten, ne? Da hat er schon für gesorgt, Anna. Da kannst du auf an, du. Oh, da sind sie schon. Ach, Frau Voss! Herr Voss, wir wollen morgen früh nicht so einfach wegfahren, ohne Tschüss zu sagen. Und nicht um Wiedersehen zu sagen, Herr Binke. Ja, das auch, Frau Voss, hat uns hier in Tatendorf gut gefallen. Ach, Doris, lass uns noch ein paar Stühle aus der Küche holen, ja? Und Sie setzen sich noch einen Augenblick hin, nicht? Ja, das machen wir doch gern, Frau Voss. Ja. Komm, Nanni. Frau Voss, Dankeschön. Frau Voss. Also bei dem, was ich noch zu sagen habe, stehe ich lieber. Nimm's mir nicht übel, Vater, aber beim derzeitigen Stand der Dinge kann von einem Wiedersehen nicht die Rede sein, wenigstens nicht bei mir. Na, du? Du hast dich mit diesen netten Leuten hier doch nicht etwa erzürnt, Kali. Übers Ohr gehauen hat er mich, der alte Fuchs. Was? Ja, aber ich weiß, was dahinter steckt. Auch hinter dem Vorhang da an der Wand. Doch, das sehe ich ja nur. Was da denn passiert? Lass die Decke da hängen, Greten. Danke, Doris. Komm, Greten, setz dich hin. Nicht wahr? Bitte. Ja, ja. Und Doris setzt noch im Kaffeewasser auf, nicht? Ich helfe dir gern. Ist Platz genug für alle, mein Dean. Auch für Sie, junger Mann. Danke. Da nehme ich nichts für. Das wäre ja dann wohl das erste Mal, dass Sie etwas umsonst tun. Hören Sie, Herr Voss, Sie werden für den Schaden, der mir durch die Nichteinhaltung der Lieferverträge entstanden ist, gerade stehen müssen. Und Sie werden sitzen müssen. Ach ja, bitte, Kali, tu das doch.
ihm so passen. Na nu, hier stimmt doch was nicht. Oh, Klaas, hol doch schon mal eben die Buddel aus dem Schrank. Nee, ohne mich. Auch Sie sind dran, Frau Voss. Echt? Ja, Sie. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, weil Sie ohne Ausbildung und gegen Bezahlung die Behandlungsmethoden der Heilkunde praktiziert haben. An mir und meinem Vater zumindest. Ich habe Frau Voss kein Geld gegeben. Hast du ihr was gegeben? Ja, Das ist nicht wahr. Wann war das denn? als ich das erste Mal hier bei Ihnen war. Handelt es sich um Geld, Karli? Ja, Mutti. Um wie viel denn? Na du, lass doch, Nanni. Also das ist mir direkt unangenehm, Frau Voss. Mir gar nicht, Herr Behnke. Sie wollen meiner Frau Geld gegeben haben. Ja, Stimmt nicht, Klaas. das habe ich persönlich dort auf die Kommode gelegt, einen 20-Markschein. Hast du da einen weggenommen, Gräben? Nee. Ich auch nicht. Naja, der müsste da ja eigentlich noch liegen. Ach, hier ist das dein 20-Markschein? Die Nummer habe ich mir nicht notiert. Ach, komm. Bitte schön, junger Mann. Hat meine Frau Ihnen geholfen, oder nicht? Ja, Na ja, aber... los, nimm das Geld und damit ist die Sache in Ordnung. Nee, ist sie nicht. Ach bitte, Karli, steck's doch ein. Nee, das hier ist weg. Und geschenkt haben will ich nichts. Nachher kommt das hier wieder. Vielleicht ist da ja noch was dran an dem Schein, Bakterien oder so. Oh, Herr Behnke, nun lassen Sie doch. Wir wollen uns doch hier heute nicht noch streiten, nicht? Da hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, Frau Voss. Nee? Nee. Aber bestimmt mit einem Schluck aus dem Buddel. Ja, so ist das. Moment, die Gläser. Hier ist er schon. Aus dem Buddel. Ja, ach, Frau Behnke, sagen Sie doch mal, was haben Sie denn heute Abend zum Abschied Schönes gegessen? Carbonade und ganz mager. Ja, nein, das ist ein Bauer, der züchtet ja Carbonadenschweine. Extra für die Städter. Das glauben Sie ja selbst nicht, was Sie da sagen. Junger Mann, früher haben die Schweine 14 Rippen gehabt und jetzt haben sie 16. Extra ein für Sie und ein für Ihre Mutter. Bauernlatein. Ja, für dumme blöde Kinder. Stimmt das wirklich, Herr Voss? Ja, sicher, Frau Behnke, können sich auch verlassen. Ja, ich glaub das. Ja, du. Nun sag bloß noch, ich soll der leichteren Verpackung wegen an würfelförmige Hühnereier glauben. Aber die Schweine sind doch gelehrt. Denk doch bloß mal an die Dosenschinken. Wie sollen denn die da sonst immer so genau wie dein? Ja. Noch was. Elektrischen Strom, den machen wir auch bald selber. Aus Mist. Oh, jetzt reicht's mir aber. Junger Mann, schonen Sie die Gläser. Ja, und das, was da drin ist. Entschuldigen Sie, Frau Voss. Für meinen Sohn ist die Landluft ein Reizklima, für meine Frau das reinste Parfüm und für mich Erinnerungsbalsam. Das ist alles in unserer Landluft drin. Tja, mein Sohn regt sie auf, meine Frau regt sie an und mich beruhigt sie. Sonst hätte ich hier schon lange aufgetrumpft. Ja, denn man braucht nicht. Ja, der war Voss. Was? Wollen Sie nicht mittrinken? Nein, der Fusel bekommt mir nicht. Von Kartoffelsplit und Eierschnaps habe ich erstmal die Nase voll. Tja, was soll er denn auch in der Nase? Schon wieder getrunken. Los. Na, hier geht das ja hoch her, ne? Ja, komm, Heinz, setz dich hin. Ja, danke, Vater. Hier hast auch einen aus der Buddel. Und hier Wildschadenregulierung. Ja, Vater, doch keine 50 Mann. Aha, jetzt kommt's raus. Familiäre Transaktionen zum Nachteil... Zum Nachteil deiner Intelligenz, ja. Ich weiß jetzt wenigstens, dass die Klugheit der Füchse auf der Dummheit der Gänse basiert. Das hast du aber mal schön gesagt, Karl. Wir sind ja jedenfalls alle ganz schön gerupft worden, Mutti. Oh, ich nicht, mein Junge, ich bin hier gemästet worden, denn ich habe bestimmt 5 Pfund zugenommen. Deine Mutter, die hat sich ja allerhand angenommen und du nimmst dir hier noch was raus, was dir nicht zukommt. Oh, schließlich habe ich hier auch allerhand finanziert, nicht wahr? Überpreise. Was sag ich? Wucherpreise habe ich bezahlt. Freiwillig. Nee, aufgedrängt, Klaas. Die Eier waren viel zu teuer bezahlt, habe ich gesagt. Stimmt das? Ja, Komm, du mach ich heute Abend keinen Streit, sonst sag ich, da ist die Tür. das wollte ich auch gerade fragen.
Wo ist denn nun die neue Tür, für die Sie mir auch noch Geld abgeluchst haben, Herr Voss? Hier! Kalli, das hast du fertig gebracht? Ja. Vielen Dank auch, Herr Binke. Und alles ist vergeben und vergessen. Was? Da fehlt doch was an. Da stimmt doch was nicht. Richtig, da stimmt was nicht. Da fehlt noch was. Ui, herzlich willkommen. So, und nun sind ja wohl alle zufrieden, nicht? Hat Herr Binke Junior gestiftet. Jo, dann hast du hier noch ein gutes Werk getan. Kalli, ich bin ja so stolz auf dich. Das ist keine neue Tür, alter Gauner. Kalli verbirgt seine Gefühle hinter buschikosen Ausdrücken, nicht, mein Junge? Oh, klar. Was? Ist das denn nun nicht alles viel besser als alles andere, was dabei rausgekommen ist? Ja. Ja, Vater, denn, Was? ja, da steht es. Herzlich willkommen bei uns. Nun geht er mal durch. Nee, euch wollte ich das leichter machen, den Weg wieder zu uns reinzufinden. Oh, Vater, dann hast du das Schild doch auf der verkehrten Seite aufgestellt. Was wird hier denn gefeiert? Was hier gefeiert wird? Die Tür da! Ja, die hat uns Binke Junior gestiftet. So, was das war, Herr Binke? Ja, drück ihn mal ruhig einen auf, Doris. Das hätte ich gar nicht von Ihnen gedacht, Herr Binke, dass Sie so einen guten Diplomaten sein können. Ja, Hein, wir beiden haben uns gesucht und wir haben uns gefunden. Aber leider ist es so im Leben. Kaum lernen wir uns kennen, da müssen wir uns wieder trennen. Dies wünscht dir deine Mutter. Stein irgendein Poesiealbum. Rührseliger Kitsch und rühriges Profitstreben in einem Moosbad. Tja, mein Jung, lern du mir die Bauern kennen. Die kenne ich jetzt. Bis hier stehen die mir. Ja, aber auf die 20 Zentimeter, die da übersitzen, kommt das an. Köpfchen, Köpfchen. Vielen Dank. Oh, Damit hätte ich nicht gerechnet. ja, das gibt Sachen, wo du auch 2 Uhr rechnen musst, mein Junge. Da trösten Sie sich mit mir, junger Mann. Ich habe auch gesagt, mein Sohn kann nicht rechnen. Und was ist dabei rausgekommen? Ich selbst habe umlernen müssen. Da hier, schlagen Sie ein. Wollen uns wieder vertragen. Herr Binke. Bei uns doch kann die Stadt und Land Hand in Hand. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, Herr Binke. Naja, alter Fuchs, der Mann alles Gute. Aber nicht mehr von mir. Nun fällt mir ja der Abschied von Ihnen allen doppelt schwer, dass wir auch noch dazu beitragen konnten, den Familienfrieden wiederherzustellen. Ja, das ist mit Geld ja gar nicht zu bezahlen. Das ist es auch nicht, Herr Voss. Ich hol schnell den Kuchen rüber. Stopp, Doris, nicht da. Hier geht es jetzt zu euch rüber. Und ich hole schon eben den Kaffee. Und dann gehen wir alle zu uns rüber und feiern Abschied. Ich deck schon den Tisch. Einmal Dass wir das auch noch mitkriegen. Ja, denk mal an. Oh ja, schön. Kalli, bist ja so still. Ich gehe nicht mit, Mutti. Aber Herr Binke, Sie gehören da noch zu. Das tun Sie ganz bestimmt. Na ja, ich gebe zu, war ein paar Mal kurz davor, dass ich gesagt hätte, da ist die Tür. Aber jetzt sage ich, da gehen Sie durch. Ach, das fällt mir zu schwer, das zu sagen. Aber was steht da oben? Herzlich willkommen. Na also, das sage ich nicht. Nee, das meine ich, Mann. Ich habe das nicht bloß hier, nee, auch hier. Ich weiß, Herr Voss. Da sitzt die Brieftasche mit meinem Geld. Sonst Schlümmel, was? Ach, Hein, was ich dir noch sagen wollte. Ja? Von nächsten Monat an, da kannst du mir 100 Mark weniger überweisen. Warum das denn, Vater? Na ja, wir sind ja nur auch so eine Art Einlogierer bei euch, ne? Klaus, wo bleibst du denn? Über Vater muss ich mich bloß noch wundern, Mutter, du. Ja, sag ihr das mal. Ihr werdet euch alle noch mal ganz doll über mich wundern, habe ich immer gesagt. Habe ich das gesagt? Ja. Komm, Vater, ich habe uns noch einen eingeschenkt. Los. Los, mein Junge. So, und nun? Mach das Licht aus, wir müssen sparen. Ist geschenkt. Das bescheiden. Komm, auf Feier.
Komödie. Ja, Klammer, Krei seine. Heute Morgen ist die Kreienjagd zu Ende. Der Kreihahn wird eingefangen oder er bummelt sich auf. So, was soll das Gesabbel? Bist du besoffen, Kurs? Du, ich heute da mit den nassen Fäulen um die Ohren. Vielleicht bist du dann wieder nüchtern, ne? Ich bin nüchtern wie ein grüner Hering. Ja, er sabbelt aber nicht so viel. So will ich dir mal was Neues erzählen und du bist gleich wieder grob wie ein Kartoffelsack. Das kannst du aber gleich sagen, Schafskopf. Wie komme ich denn dazu, wenn du mir gleich mit deiner Grobheit über den Mund fährst? Ach Gott, ein Schnack. Ne? Ist der Alte schon hoch? Nee. Das ist doch heute Nacht nicht.